Una festa sui prati, una bella compagnia. Pais, ein Ortsteil des ländlich geprägten Aing. Den Italiener gibt es ja irgendwie sehr häufig in Stadt und Land München. Stellvertretend für viele Ristoranti stellen wir hier mal die Osteria Italiana zur Post in Pais vor. Der Restaurant ist seit 25 Jahren und ich habe durch einen Geschäftsführer von der Brauerei erfahren, dass da ein Lokal ist. Und auf einmal lande ich in einem Kartoffeldorf, Pais, bei Aing. Und die haben alle so gefragt, die ganzen Kollegen, was willst du da in der Kartoffeldorf machen? Was ich will. Und die 90er, die haben nicht so viele Lokale gehabt. Keine italienische Restaurant hier so in der Umgebung. Und dann habe ich gedacht, okay, sieht aus wie ein Gespensterhaus. So, vielleicht kann man drinnen schöner machen, wenn da draußen so hässlich ist. Ich habe die Wände gesehen, habe gedacht, ja, sieht aus wie Neapel. So ein bisschen so. Das Meer ist nicht da, aber wir versuchen etwas zu machen. Und dann habe ich gedacht, die Straße hier, wenn die Autobahn zu ist, die fließen mit ihren Autos so durch das ganze Dorf. Und es funktionierte schon. Ja, seitdem ich geboren bin, hat eigentlich mein Vater war schon immer der, sagt man hier so, der Wirt aus Pais. So, das war einfach gegeben und jeder in einer Schule wusste es auch, dass ich halt der Sohn bin von der Pizzeria in Pais und ich lebe eigentlich schon immer damit und ich weiß gar nicht, wie das anders ist. Und ich bin auch eigentlich hier groß geworden. Also oben wohnt auch das Personal oft und die hatten auch viele Kinder. Und ja, dann war ich hier oft häufig. Die Mama hat auch noch geholfen. Normale Berufe, da frühstückt man meistens gemeinsam, geht gemeinsam aus dem Haus und isst dann auch wieder gemeinsam zu Abend. Und das hatten wir natürlich nicht und der ist auch zeitlich sehr eingebunden. Aber auch wie ihn andere Leute sehen, denke ich. Weil jeder kennt deinen Vater und alle wissen über das Restaurant und sagen dir, was sie gegessen haben am Wochenende. Und ja. Und ob er gut geschmeckt hat oder schlecht geschmeckt hat. Ja. Una festa sui prati, una bella compagnia. Kind, sweet destiny carried me through desperation to the one that was waiting for me. It took so long, still I believed somehow the one that I needed would find me eventually. In seinem Süden ist der Landkreis München mit am ländlichsten, Aing, Sauerlach. Die hier zu sehenden Impressionen entstanden bei Altkirchen, Gemeinde Sauerlach. Lebensgefühl Münchner Land. Hierzu gehören ganz gewiss auch die Erdbeeren zum Selberpflücken, wie hier bei Sauerlach. Ich habe 1972 die ersten 1000 Quadratmeter Erdbeeren gepflanzt. Und dann haben wir ein halbes Hektar angelegt, dann haben wir ein Hektar angelegt und so haben wir 2-3 Hektar. Und in die 80er Jahre, dann sind wir auf die volle Größe gegangen. Hier sind wir schon in über 30 Jahren dem Standort, in der Umgebung. Immer wieder, wir wechseln ja die Felder. Das ist wichtig, dass man immer wieder einen frischen, gesunden Boden hat und dass es da schöne Erdbeeren gibt. Also ich finde sie irgendwie süßer. Also sie schmecken, sind einfach nicht so manipuliert. Also ich finde es besser, wenn sie so pur sind. Der Herr, bitte schön. Ist ja schwer.
19,20 €. Haben Sie ein Bonusheft schon von uns? Früher waren es wesentlich mehr Leute, das war eine ganz andere Generation. Das waren die Frauen, die Nachkriegsgeneration, die haben noch richtig eingemacht, die haben Marmelade gekocht, die haben eingefroren. Ja, und jetzt hat sich die Situation geändert. Die Frauen sind berufstätig, die kommen abends vorbei und holen sich ein Kilo nach der Arbeit. Und darum sind die Stände so wichtig. So. Wir bleiben im Gemeindegebiet von Sauerlach. Einer der kulturellen Höhepunkte im ganzen Landkreis München findet hier statt, die St. Anna-Wallfahrt. Mitten in die Natur ziehen die Wallfahrer nach Stauchatting. Die Kapelle, die wir hier sehen, der vordere Teil, die stammt aus dem Jahr 1692, 93. Und ein paar Jahre später hat einer, der hierher geheiratet hat, in die Schweige. Schweige heißt, dass mehrere Höfe waren. Der hat die Kapelle erweitert. Und die Mutter Anna ist in dieser Zeit schon sehr verehrt worden. Viele Leute sind hierher gekommen. Und dann hat man den Bischof von Freising gebeten, dass er hier einen Altar weiht, dass hier die Eucharistie, die Heilige Messe gefeiert werden kann. Und dann hat sich schnell die Wallfahrt entwickelt. Und ich denke, dass nach 1700 auch hier die Wallfahrt so ähnlich war, wie jetzt es heute ist. Der Landrat ist auch mit dabei. Das sind Fliegenhauberl, sind gedacht gegen die Grübelmücken, damit die Pferde ruhiger sind, damit ihnen die nicht in die Ohren reingraben. Und das schöne Kägelte da, das ist, dass das Licht, also die Sonne nicht so in die Augen scheint, dass halt nicht geblendet werden, sind sie halt ein bisschen geschützt. Die hat eine Freundin von meiner Mama gekäkelt, die hat das genau ausgemessen, das genau passt. Also der Jetztpferd der andere Gräs, weil der Jetztpferd der anderen Kopfform hat. Und so sind die halt gemacht worden für uns. Auch Arget gehört zur Gemeinde Sauerlach. Auf dem Gelände des dortigen Heimatmuseums sind wir bei einem weiteren Fest zu Gast, dem herbstlichen Kartoffelfest. Die Dorfgemeinschaft hilft zusammen. Wir haben ca. 130 Mitglieder. Das sind natürlich zum Teil auch passive Mitglieder. Sie sehen heute, da haben wir natürlich ganz viele, die helfen. Und ohne diese Hilfe wird es nicht gehen. Angefangen von der zweiten Vorsitzenden bis runter, die in der Küche helfen, dann abspülen. Also da ist ein Stamm, sage ich mal, 25 bis 30 Leute, die dann bei solchen Festen helfen. Wenn ich so frage, natürlich noch was. Danke. Altes Handwerk kann man beim Kartoffelfest beobachten. Die sind vorher da hergesponnen. Aber das ist wie bei allen anderen Dingen auch. Wir sind von Sauerlach, aber auch frisch hergezogen. Also, mein Mann ist ein Sauerlacher, ich bin eine Schrumhauserin und wir wohnen jetzt in Sauerlach. Und ja, haben wir gesagt, heute ist da was los, dann schauen wir da her. Mein Urgroßvater, lustigerweise, war da mal Postbote in Sauerlach. Und ich habe jetzt eine Postkarten gefunden, die er da meiner Urgroßmutter geschrieben hat nach Bamberg. Und irgendwie ist da so eine Verbindung jetzt dadurch da. Ich freue mich jetzt mal, wenn ich die Karten anschaue. Wenn es gescheit gemacht werden soll, Auch wenn der Landkreis München in manchen Gegenden dicht besiedelt ist, so sind 45% seiner Fläche weiterhin Wald. Hier sind wir beim Perlacher Mugel im Perlacher Forst. Hier dann da in Richtung, das ist Karwendelgebirge. Karwendelgebirge und der Blomberg, da waren wir auch schon, beim Blomberg. Ja? Genau, 1200.
Südlich des Perlacher Mugel ist am Ortsrand von Oberhaching die Kugleralm, ein beliebtes Ausflugsziel. Die Kugleralm hat auch eine große getränkehistorische Bedeutung. Hier soll einst erstmals überhaupt Bier und Limo zum Radler gemixt worden sein. Vermutlich jedenfalls. Ich glaube, die bekannteste ist die Geschichte über die Kugleralm. Da heißt es, dass im Jahr 1922 dem damaligen Wirt, dem Herrn Kugler, ein ehemaliger Gleisarbeiter, das Bier drohte auszugehen. Ob die Geschichte jetzt wahr ist, falsch ist, das kann man nicht sagen. Also sie ist definitiv verbürgt, dass es auch stattgefunden hat. Ob er damit der Erste war, weiß man jetzt auch nicht so genau. Es wurde bereits 1912, also 10 Jahre vorher, in einem Buch von Lena Christ über die Beschreibung vom Kneipenleben und was da so ausgeschenkt wurde, auch schon die Radlermaß erwähnt. Das heißt also, wenn tatsächlich das Jahr 1922 bei der Kugleralms Gründungsjahr gewesen wäre, dann wäre er natürlich 10 Jahre zu spät dran. Wenn wir jetzt mal auf die englischsprachigen Räume gehen, wo der Radler als Shandy bezeichnet wird, da gibt es auch schon Beschreibungen, dass Shandys bereits im 18. Jahrhundert in Kneipen und Spelunken ausgeschenkt wurde. Natürlich unter dem Namen Shandy dann halt, also nicht Radler, aber auch da heißt es, dass es ein Gemisch aus Limonade und Bier war. Es heißt Panache und es ist natürlich die Mischung von Bier und Limonade. Und wir haben wahrscheinlich die Idee von den Engländern oder die Deutschen geklaut. Also am bekanntesten ist in Deutschland neben dem Begriff Radler noch der Begriff Alsterwasser, der im norddeutschen Raum verwendet wird für den Radler oder für ein Mischgetränk aus Zitronenlimonade und untergärigem Bier, also einem hellen Vollbier. Ich trinke einen großen hier. Allgemein trinke ich sonst Radler, aber Weißbier trinke ich auch gerne. Ja, genau. Das ist eigentlich wurscht. Ja, im Grunde ist es wurscht. Da ich ja mit dem Fahrrad fahre und durch den Wald, da muss ich aufpassen. Richtig, wenn wir unterwegs sind, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist der Grund. Mit 82 Jahren muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Wir sind ja noch jung Ja, und wir vertragen das ja ganz anders bei der Hitze. Ja, also das sage ich mir stimmt. immer, ist schon wichtig, dass man da ein bisschen Vorsicht walten lässt. Gell? Ja? Jetzt verrät ja noch mein Alter. Ja. Das Ding in Rost. Stimmt. Die Geschichte des Radlers, wie es entstanden ist. Vom Biergarten in den Wald bei Hofolding, Hofoldinger Forst. Das hier ist der Namenforscher Freiherr Wolf Armin von Reitzenstein. Taxen ist ein Wort, ein Dialektwort für abgeschnittene Fichten- oder Tannenzweige. Und es geht wahrscheinlich darauf zurück, dass in dieser Gegend mal sehr viele solche Zweige angefallen sind. Und dann hat man dieses geräumt danach genannt. Warum gibt es mitten in der Einsamkeit der Wälder des Münchner Lands so viele Geräumtnamen? Das ist die Frage, die wir uns hier stellen. Das ist ein Name einer Person, und zwar die Verkleinerungsform oder Koseform von Thomas, der Tommal. Und der hat wahrscheinlich da gewisse Nutzungsrechte gehabt. Und deswegen ist dann diese Schneise, diese Abteilung, dieses Geräumt nach ihm genannt worden. Wir treiben uns weiterhin im ländlichen Landkreis München herum. Beim Gasthaus Kandler in Oberbiberg gibt es etwas recht Uriges, eine alte Holzkegelbahn. Immer freitags wird gekegelt. Kommen kann, wer gerade mag und Zeit hat.
Ja, irgendeiner wird schon mitschauen. Bei der Wand kann man halt schon mitten durchschreiben, weil die Kegel schon so abgemützt sind, dass die Kugel leicht durchgeht. Was bei normalen Kegelbahnen nicht möglich ist. Darum fallen auch so wenig Kegel. Nicht, weil wir schlecht sind, sondern weil die Bahn... Nicht, weil wir so schlecht schreiben. Da ist die Bahn schuld und die Kegel. Ich war so 18, 20 Jahre alt, da hat einer die Bahn wieder hergekriegt, also schon ein bisschen morsch war. Und dann ist jetzt aber früher ist hauptsächlich nach der Kirche. Da war 10 Uhr Messe und danach haben wir Kegel geschrieben. Also hier, die Scheibe ist zum Beispiel schon mal kaputt gegangen, weil der Stefan hat zu fest gekegelt und dann ist es durch die Scheibe durch. Genau. 105 Jahre hat die Kegelbahn in Oberbiberg schon auf dem Buckel. Ich tue mal unten rein, oder? 48. Der Landkreis München ist eine der reichsten Gegenden in Deutschland. Dennoch gibt es auch viele ärmere Menschen. Wir sind zu Gast beim Hachinger Tisch der Caritas in der Gemeinde Taufkirchen. Das sind die großen Discounter, wo wir Lebensmittel abholen aus dem gesamten Hachinger Tal auch. Es sind aber auch ganz viele kleine Lebensmittelgeschäfte dabei, wie zum Beispiel kleine Bäckereien, kleine Metzgereien, die sagen, ja, wir unterstützen gern das Projekt und geben dort auch unsere Waren ab. Aha, ja. Was ist das? Speisequark. Unser Ehepaar hier weiß, was es heißt, arm zu sein und ist daher umso dankbarer für den Hachinger Tisch. Mir wurde Anfang 2014 eine Krebsdiagnose gestellt, Leberkrebs, was unser Leben völlig durcheinander wirbelte. Das hieß also, ja, das vorangegangene Leben ist vorbei. Und November 2014 wurde bei mir dann eine Lebertransplantation gemacht oder durchgeführt, sehr erfolgreich. Bin ich auch sehr froh, mir wurde also ein neues Leben geschenkt und versuche halt jetzt auch mit Hilfe von der Caritas hier in Taufkirchen ins Leben zurückzufinden, ganz einfach. Unterstützenderweise ist die Hachinger Tafel halt immer noch mit dabei, weil wir sind ganz einfach jetzt da auf Erwerbsunfähigkeitsrente, die ist aber zu wenig, und dass wir eben über die Runden kommen, bekommen wir Zuschuss, das nennt sich dann Grundsicherung, und das reicht aber auch wieder nicht, und deswegen nehmen wir liebend gerne die Hachinger Tafel auch in Anspruch. Man soll nicht herabschauen zu den Menschen, die zur Hachinger Tafel gehen, weil es kann ganz schnell jemanden selber treffen. Das haben wir eben gespürt. Und
ja, es ist halt ganz einfach so, dass Menschen in die Bedrängnis kommen oder in die Bedürftigkeit, wo man selber eben nichts dafür kann, ganz einfach. Die Zahl der Nutzer des Hachinger Tisch hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Wir bleiben in Taufkirchen. 18.000 Einwohner, mindestens eine darunter ist passionierte Künstlerin. Fotografie, Farben, Lebensfreude. Ich bin in Foto aufgewachsen, meine Eltern waren Fotografen. Ich bin in der Farbe aufgewachsen, meine Eltern waren Künstler, waren Maler auch und Form im Ausdruck aufgewachsen. Und das sind meine 3 Fs, Foto, Farbe, Form. Das ist mein Leben, das bin ich. Eigentlich war das erst ein Schnappschuss und deshalb ist da wenig Zeichnung drin. Wobei mir das ganz gut gefallen hat, aber der Himmel hat mir nicht gefallen. Dann habe ich die Bavaria ausgeschnitten, dann habe ich einen anderen Himmel, der auch stimmungsmäßig dazu passt, mit einbezogen und ein paar Luftballonen waren dann schon hier und dann habe ich die noch vervielfältigt, dass es einfach eine schöne, freudige, bunte Bavaria ist. Oh je. Bitte jetzt Oberleitner und da ist er drin. 2-0, 72. Minute. Wie ein Schmetterling im Höhenrausch. Markus Oberleitner. Unterhaching Fußball verrückt. Spätestens seit dem 20. Mai 2000, als man Leverkusen schlug und dadurch die Bayern zum Meister machte. Das Wunder von Unterhaching. Ein unvergessliches Erlebnis war natürlich dieser 20. Mai 2000. Dieses Spiel Unterhaching gegen Leverkusen und in München musste Bayern gegen Bremen spielen. Wenn Leverkusen unentschieden gespielt hätte in Unterhaching, wäre Leverkusen auf jeden Fall Meister geworden. Wenn Unterhaching gewonnen hätte und Bayern auch gewonnen hätte, wäre Bayern natürlich Meister. Ich kam am Freitag, also am Tag vorher, kam ich vom Rathaus nach Hause und da klingelt das Telefon, ich heb ab, es meldet sich eine Dame, ZDF Heute-Journal, und die fragt gleich so richtig forsch drauf los, was machen Sie morgen Nachmittag? Und dann habe ich ganz nüchtern gesagt, ja, morgen Nachmittag habe ich Fahnenweihe vom Männergesangsverein. Da war erst einmal ruhig und dann kommt so zaghaft, ja, spreche ich doch mit dem Bürgermeister von Unterhaching. Ja, freilich. Jetzt einmal ohne Schmarrn, jetzt was machen Sie morgen Nachmittag? Habe ich gesagt, ich habe Fahnenweihe vom Männergesangsverein, die ist schon lange geplant.
Und dann fragt sie an das Fußballspiel, ich sage, ja, das findet auch statt. Also da muss ich ja nicht gleich von Anfang an dabei sein. Und es werden auch sehr, sehr viele bei der Fahnenweihe dabei sein. Und dann haben die tatsächlich ein Fernsehteam rausgeschickt und haben also die Fahnenweihe mit aufgenommen. Das kam dann auch im Vorspann zur Sportschau im ZDF, im Heute-Journal, kam da sogar so ein netter Film über die Fahnenweihe in Unterhaching, während die also da draußen schon gespielt haben. Das hat auch nicht lange gedauert. Dann schießt der Oberleitner das 2-0 und dann war die Sache also auch für den FC Bayern gelaufen. Und es war im Grunde genommen dann so eine richtige Gänsehautstimmung. Ja. Man hat also das übertragen, wie es im Olympiastadion zugeht. Ja. Und das ganze Olympiastadion hat Haching geblärt. Also da ist dann einem schon irgendwie kalt über den Buckel gelaufen. So etwas hätte ich mir so in meinem Leben nie vorstellen können. Es war dann auch eine super Stimmung. Die Bayern-Fans kamen dann raus ins Unterhachinger Stadion und die Unterhachinger standen oben auf so einer Terrasse vor dem VIP-Gebäude und haben nur noch geblärt, auf die Knie, auf die Knie. Der Bob Ross, das war eigentlich auch so eine Geschichte, wo man gesagt hat, also wir wollen ja irgendwas anderes setzen. Also wir haben ein kleines Stadion. Unterhaching ist eine kleine Gemeinde, ein kleines Dorf sozusagen. Wir wollen ein paar Akzente setzen. Und kam der Bob Ross und hat praktisch alles, was am Blechbläsern in Unterhaching war, auch angesprochen und gesagt, wir könnten eigentlich da rausgehen und im Stadion spielen. Und das ging dann auch, ging einige Zeit sehr, sehr gut, war sehr interessant gemacht. Ich kann mich erinnern, wenn es eine Ecke kam, spielten die immer Also sprach Zarathustra, also alles so Dinge, die halt irgendwie so gepasst haben. Das ging einige Zeit gut und dann muss es aber der DFB verboten haben. Ja, weil die könnten ja mit ihren Trompeten ja die Spieler bewerfen oder sonst irgendwas. Samstag ist Markttag in Ottobrunn, rund 22.000 Einwohner. Mitten im Ottobrunner Ortszentrum stehen dann rund 20 Stände. Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch aus der Oberpfalz und vieles mehr. Deutschen Blaubeeren. Da ist jetzt dann vorbei. Schöne, süße deutsche Blaubeeren gibt es noch. Von der Gräser zum Mittleren. So, genau. Gut, dass er am besten ist, wenn sie gleich groß sind. Was hast du gesagt? Wenn sie gleich groß sind, dann ist egal. Auch Ottobrunner Honig. Es ist unser eigener Honig. Wir haben hier in Ottobrunn und in der näheren Umgebung unsere Bienensträucher stehen. Ja, momentan so 45, 50 Fäcker auf 6 verschiedene Standorte. Und da haben wir unseren Honig her. Verschiedenste Sorten. Jetzt um die Jahreszeit ist perfekt, weil es gibt noch alles, was so von verschiedenen Sorten zum Schleudern war, haben wir jetzt noch da. Ja, manche gibt es ein bisschen weniger, das ist dann so cool, naja, späten Herbst, Weihnachten wieder weg. Da gibt es halt wieder ein bisschen weniger. Ja, ihr habt immer Frühlingshonig, gell, aber Waldhonig. Ja, junger Mann. Und dann kriegst du noch eine kleine geschenkte Teigtasche. Das Gefühl, bitte mach es zu Hause warm, bist du mit meinen Sachen, schmeckt ganz gut, ja? Okay. Bitte. Ich nehme Person auf. Das ist alles eigenes Erzeugnis von meinem Onkel. Der Obst am Bodensee, bei Wasserburg am Bodensee. Bettnau heißt das kleine beschauliche Dorf, in dem er die eigenen Waren entsprechend anbaut und hier auf den Wochenmärkten in und um München verkauft. Wobei Obenesse auch bald kommt, das ist ja auch ein besonders verträglicher Apfel. Aber nicht ganz so sauer wieder, oder? Nein, zu sauer ist er nicht. Zwetschgen habe ich, ja, so 92 ist es. Wenn das andere Buch wird, geht aber das Buch ist das groß, weil meistens auch. Genau, das Buch ist nicht gekauft, das sage ich nicht mehr. Schöne Grüße an zu Hause, das geht so nicht. Das wird dann nicht.